erklären, was mit Schweizer Rap passiert ist. Es geht um einen kleinen Bub, der irgendwie nie beliebt ist. Seine Eltern haben sich kennengelernt in einer kleinen Stadt und sind sich näher gekommen und haben den Rotznasen erschafft. Es läuft alles super gut, bis in deren eine Nacht, wo sie zusammen heimgehen und der scheiß Gummi platzt. Die Jugend ist vorbei und das ganze Leben muss sich ändern. Die Eltern haben jetzt eine Verantwortung, ein Bämmel zum Ernähren. Alles Zeit verschwendet, denn je älter das er wird, merkt man, dass er ein bisschen behindert ist und mit kleinen Kindern spielt. Geistig verwirrt wie einer aus der Psychiatrie, spielt der Playmobil mit 17 und ist richtig hinter drin. Die Eltern haben keine Kraft mehr und sie schicken ihn ins Heim. Selbst der eigene Psychiater sagt, der Bub ist Bierenweib. Er ist total überfordert und es fehlt ihm die Energie. Uns weist er mit den Eltern in eine Kinderkrippe nie. Das Weh ist nur weichen, doch lobt es Weh weg. Und streicht das zweite E, dann hast du den Esel, der rappt. Und der Wiesel ist ein Weg aus dem Game und löst sich in der Luft auf jeden Stoff im Pfefferspray. Das Weh ist nur weichen, doch lobt es Weh weg. Und streicht das zweite E, dann hast du den Esel, der rappt. Und der Wiesel ist ein Weg aus dem Game und löst sich in der Luft auf jeden Stoff im Pfefferspray. In der Kinderkrippe hat das Potenzial entdeckt und er reimt die ersten Ziele und hat Reimketten gesetzt, wo leider nicht viel singen, doch was kannst du denn schon erwarten von einem unterentwickelten Kind wie der Amerikaner? Gar nix. Weil er gleich am Arsch ist wie seine geschnittenen Bars, wo so wahnsinnig schwach sind. Mann, du rappst nur Schwachsinn, du wahnsinniges krankes Kind. Du brauchst einen Exorzist, wo dir der Wahn austreibt, dass klar wirst. Und dir wieder zurückholt und auf die richtig Bahn bringt. Der Schweizer Rap ist tot, verdammt, weil jeder Spaß eine Chance kriegt. Haben wir sie nicht gezogen, ich red nicht von weissen Drogen, Mann, ich red von deiner Quali, wo man wieder zu lieb benotet. Doch wir haben ja festgestellt, dass sie kinderfreundlich sind. Und so ist auch der Sandro wie der Wiesel glücklich drin. Immerhin ist es wichtig, dass man Kinder glücklich macht, auch wenn der eine zurückgeblieben ist und ein riesen Spaß. Das Weh ist nur verweichen, doch lobt es Weh weg. Und streicht das zweite E, dann hast du den Esel, der rappt. Und der Wiesel ist ein Weg aus dem Game und löst sich in der Luft auf jeden Stoff im Pfefferspray. Das Weh ist nur verweichen, doch lobt es Weh weg. Und streicht das zweite E, dann hast du den Esel, der rappt. Und der Wiesel ist ein Weg aus dem Game und löst sich in der Luft auf jeden Stoff im Pfefferspray. Nach langer Therapie und seinen intensiven Gesprächen und im Kinderkrippenaufenthalt hat er kein Ziel mehr gesehen. Vollfressen mit den Medis, wo sie Arzt verschrieben hat. Sieht er aus wie ein Ballon im Himmel, wo zum Himmel schwebt. Nur mit dem Unterschied, dass er nicht fliegen kann. Er ist so verwirrt wie eine Stubefliege in der Nacht. Er fühlt sich richtig gleich, der Fuck, er ist kein Fliegergriff. Aber trotzdem hat er das Gefühl, dass er im Flieger drinnen sitzt. Er läuft unter Druck in seiner Heimatstadt. Mein Gott, ich hoffe, dass er nicht abspringt in dieser heißen Nacht. Ich habe den Leichenwagen satt und absolut kein Bock aufs Blutbad. Es gab eine riesen Sauerei, wenn der vollpumpt die Blutgas. Wiese, spring nicht, bitte spring nicht, doch mir kann sagen, was man will. Da der Psychopath nicht klinisch und klinisch falsch behandelt. In eine Therapie gefickt und seine Medizin, wo der Hinterbliebene einnimmt.